Als Dalí 12 Jahre alt war, fand er eine Krücke im Molí de la Torre und sie wurde zu einem seiner berühmtesten Bilder. Ich nahm die Krücke in Besitz und spürte, dass ich mich nie im Leben von ihr trennen können würde. So stark war der fanatische Fetischismus, der mich vom ersten Moment an ergriff. Er war nahe dran, mit dieser Krücke seine Freundin Dolita von der Spitze des Turmes zu stoßen. Seitdem war diese anonyme Krücke für mich das Symbol des Todes und der Auferstehung. Und so wird es bis zum Ende meiner Tage auch immer sein. In Paris wurde die Krücke von den Surrealisten akzeptiert. Dalí definierte sie in seinem Wörterbuch des Surrealismus. Krücke. Stütze aus Holz, die aus der kartesischen Philosophie stammt. Im Allgemeinen wird sie dazu benutzt, die Weichheit der weichen Strukturen zu stützen. In jenem Nachkriegseuropa ließ Dalí die Krücken die Dekadenz der Aristokratie halten. Man würde Mengen von Krücken brauchen, um das alles fest aussehen zu lassen. Mit nur einem eurer aristokratischen Beine und den Krücken meiner Intelligenz werdet ihr fester als die Revolution der Intellektuellen sein.